wir so nicht ganz klar, wir brauchen kein Tripartit. Wir sagen das ganz bewusst. Das heißt aber nicht, dass wir das Modell von einer Tripartit allgemein unzweifeln. Das ist ein gutes Instrument, das schon oft sein Nutzen gewiesen wird. Am Lützeburg können wir auch hilfreich drauf sein. Wir so ein Instrument, also so lange gut wie effektiv, gezielt, an auch bei ganz großen Krisen angewandt wird. Hummer dat. Die Regierung hat monatelang erklärt, es gäbe keine ausreichende Krise für ein Tripartit. An der BMWlo, Südfried war verwundert, ob Druck gehen, eventuell, als dann aber ein Tripartit abberuf gehen für Juni. Das weiß natürlich kein klar Lin. Und das ist ja so, und das hat man auf jeden Fall oft schon bei Tripartiten, dass sie angesagt gehen dann, wenn die Regierung auch nicht mehr genau weiß, wie sie weitermachen soll. Aber wenn ihr nicht wisst, wie es weitergeht, da rief den ein Tripartit an. Das ist nämlich nicht anders, dass ganz oft eine Manier für die Verantwortung aufzugehen. Contrairement zu dem, was wir drumherum andere Leute gesagt haben, sticht nämlich die Regierung bei einer Tripartit nicht unbedingt an der Verantwortung, und manches zu einem Dritten. Am Platz selber klare Entscheidungen zu treffen, steht in das Ganze als so ein Gremium, wo Ende wirklich verantwortlich ist. An die Chamber, die von den Bürgern gewählt gouf, wird dann immer noch für die Aufstimmung gebraucht. Als das die richtige Manier, wie ein Parlament an einer Demokratie mit abonnieren soll. Wichtig Fragen zur Kaufkraft, zum Index, zum Warenkorb, zu Energiepreisen, zum Budget gehören nämlich an die Chamber, da wo sie normalerweise diskutiert gehen, und nicht unbedingt direkt Hanna zoen dieren. Gerade hier wollen Sie vielleicht immer von Transparenz schwätzen. Ich meine, eine Tripartitreunion als noch nie live überdrohen gehen, aber da geschwärzt wird, wissen noch just die von denen, die dabei sind, gesucht kriegen. Der sind auch viele dabei. Mir nicht. Gewerkschaften haben schon rote Linie gezogen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende nicht mehr ein teurer Minimalkompromiss gibt, die für allem die Steuerzahler belastet, ist hoch. Und denkt von, ich gebe alle Guten drin, dass das Geld, das der Staat ausgibt, das ist das Geld von den Leuten. Und das Geld, das wir alleine gehen, das ist das Geld von unseren Kindern. Wir als ADR leben drin, Lützeburg braucht aktuell keine weiteren Verhandlungsrunden, die mehr dauern, aber vielleicht wenig bringen. Wir brauchen eine Regierung, die Verantwortung überhält, und Bürger erwarten klare Antworten, ob zum Beispiel steigende Energiepreise an Inflation, haut an lo. Auf wichtige Entscheidungen können wir heute treffen, hier an der Chamber, und dafür sind wir hier. Und als ADR fängt man direkt an, und dafür eine Motion mit bräuchte. Herr Präsident. An dieser Motion schlagen wir vor, wie ähnlich 2022, am Anfang vom Ukraine-Krieg, die Accisen temporären aufzusetzen, um 7,5 oder 10 Cent Liter, bei Masut, bei Benzin und bei Diesel, für sowohl die Bürger zu entlasten, wie auch als Wirtschaft zu entlasten. Und das können wir heute dezidieren, auch ohne Tripartit. Zum Schluss, Tripartit waren die 70er Jahre bei der Stahlkrise ganz sinnvoll. Also das ist eine wirklich große Krise, sicherlich ein wichtiges Instrument. Heute in dieser Situation kann aber auch die Regierung hier Verantwortung holen und konkret Maßnahmen vorlegen. Das wäre den direkten, transparenten Weg hier über die Chamber, und das ist der Weg, den wir gehen. So nicht merci.